Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, bei MATV zu begrüßen. Und ich bin doch ganz froh, ihr heute kulturelle Programm zu präsentieren. Angefangen mit der Matinee Musicale. Sie sind noch so. Schnell, wir klammern nur noch Bühne. Was tust du große Saxophon? Da, das ist der Rollo. Ich tue mal auf, wenn Sie gesehen hat. An der Kohl. Wen hört auch ein ganz schönes Saxophon? Den Tonne. Vielleicht schon ein bisschen die Hälfte. Ja. Also kann er, wenn ihr wollt Saxophon lehren an der Musikschule oder am Konservatoire, da könnt ihr den Heide Saxophon lehren, den Alt-Saxophon, der das dem Leander sei. Oh, wie schön das denn! Und du klangen du? Da das der Sopran-Saxophon, der klingt ein bisschen mehr heisch, das ist wie an der Familie. Du hast auch so, die kleiner und größer. Stell dir die Chen, stell mal auf, dass sie alle über die Sopran-Saxophon gesehen haben. Familie ist also komplett. Und dir lebt keiner. Dir merkt nur mal die Geschichte von Teddybär. Den Teddybär aus den Dännern. Mit dir musst du gut lauschen, weil sie spielen Musik. Und dir musst du rausfinden, wer von dir zu schauen. Wir sind dann heute Morgen am Mämer Schloss für einen Aufschluss von der Wintersaison von der Matinee Musicale. Ihr wisst, dass wir relativ flotten musikalischen Programm für uns Kanner an unserer Gemeinde anbieten. Wir kommen, wie gesagt, heute zum Aufschluss von der Matinee Musicale von der Wintersaison am Mämer Schloss. Das heißt nicht, dass wir das musikalische Programm nicht an anderen Plätzen weiterführen. Wir werden an den nächsten Wochen am Ende natürlich verstärkt an der Mämer Schule mit diesen Workshops für Kanner weiterführen, mit diesem Gesang an der Schule, mit den Instrumenten, die Kanner präsentiert kriegen. Wir werden noch ein ganz interessantes Programm an den nächsten Monat für uns Kanner am Kulturzentrum haben. Wir haben das Aufschluss von der Matinee Musicale, wo die Kanner über die Wand am Ende Sonntagmorgens Gelegenheit zu verschiedenen Instrumenten vorgestellt kriegen. Wir hatten an dieser Saison zum Beispiel die Violinen, wir hatten ganz flott Perkussionsinstrumente, die Kanner vorgestellt können. Und haut das dann unter der Reihe von den Saxophonen. Das Ganze das steht unter dem Titel «Den Teddy als ein Deieren», eine flotte Geschichte von einem Teddy, den sich auf Dres mischt, den ganze Kopf einer Deieren kennenlernt, die gesagt, was Freundschaft für ihre Wert am Leben hat. Das Ganze untermalt mit bekannten Melodien durch den Quatuor des Saxophon, rundum den Guy Goethals, für ja ganz gute Musiker, die auch alle guten am Enseignement musical tätig sind an der Kanner, das auf ein ganz flott interaktiv Erderweis rüberbringen, die Kanner die Instrumente erklären, wo die Kanner auch können mitmachen, also wie das sich traditionell bei einer Matinee Musicale gehört, als den Aufschluss immer mit einem Orange-Jus und mit einem Croissant für die Kanner. Wir müssen zurück an den Vorteil setzen. Aber was hört denn du? Was das ist? Ein richtig blöd Meck. Ganz ausverkauft war der Kulturzentrum Königsbund beim Zusammentreffen mit den Ukta Musikschülern an der Militärmusik.
Wir sind dann mal an einem Sonntag nachmittag am Kulturzentrum am Königsbund heute zu Mämer. Da könnt nicht so oft viel, dass wir sonntags nachmittags am Kulturzentrum sind. Wir haben einen ganz flotten Grund. Ihr wisst, dass wir an unserer Musikschule heute zu Mämer ganz viele Ausschreibungen haben. Wir haben rund 450 Ausschreibungen an unserer Musikschule. Und wir haben als Gemeinde durch, wir wollten den Leuten mal weisen, was alles an der Musikschule gemerkt wird, die Kanner, die bei uns an der Gemeinde sind, an der Musikschule angeschrieben sind, die Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen, was sie an der Musikschule lehren. Dafür haben wir uns für ein gutes Jahr zusammengesetzt mit der Musikschule und wir haben darüber nachgedacht, was wir noch beistellen. Und ich meine, das Resultat, das lässt sich weisen und das werden wir den Leuten heute feiern. Das Resultat ist das, dass wir heute Mittag am Kulturzentrum heute zusammen mit Militärmusik spielen haben, dass wir einen Chor von 120 Kanner dabei haben, dass wir einen Chor von rund 100 Erwachsenen dabei haben und dass wir auch 26 Jugendliche, die an der Musikschule hier die Instrumente lehren, dass sie die Chance haben, für heute mit der Militärmusik zusammenzuspielen. Das ist ein ganz variiertes Programm, das ist ein Programm, das ganz aufwissungsreich für die Kanner ist, das ist ein Programm, das ganz flott für die Erwachsenen ist, notamment mit der Genesis Suite, wird ein ganz flotten, ganz aufwissungsreichen, ganz melodiösen Programm ist, das natürlich mit einer großen Final gesehen und ich hoffe, dass das den Leuten ganz gut gefällt. Staatssekretär Madame Staatssekretär Francine Klosenach, dann den Deputé Schaffen, den Herr Roger Negri, Premierminister von den Nobelgemengen, den Jean-Marie Wirth, Yves Eben an den Georges Pohl, und dann Madame Präsidentin von der UGDER Martin Dupré, der Präsidentin Louis Kermeier, an Robert Weiland, an den Generaldirektor von der UGDER, also darf man nennen, den Paul Schuller, gerade wie den Präsident von der Armee von der Militärmusik, den honorablen Josie Laurent. Dann an die Herren, sprechen nicht alle Guten, haut herzlich an den Königsbund. 850 Leute hauten Mittag halbannen, der das nicht immer so. Mais das ist ein Encouragement, weil ein großes Evenement auf dieser Platz stattfindet. Das ist ein Encouragement, 850 Leute, zweimal praktisch ausverkauft den Mermer Königsbund. Und dann erreicht auch, dass wir für ein X Jahren die richtige Decision geholt haben, für ein Centre kulturell auf dieser Platz abzurichten. Kultur, die lebt mit so Elementen wie der Teil, nicht nur an dem Land, wie sie lebt vor allem auch hier an dem Westen von unserem Land. Wir haben auch meine Schall zwei Hauptkulturträger bei uns aus dem Land hier auf der Bühne zu machen. Einerseits Militärmusik. Militärmusik als Schulmusik von unserem Militär, mit das viel mehr darüber raus. Militärmusik als für sich responsabel für den Zeremoniell, für viele Elemente an Evenementen, sowohl auf zivilen wie auch auf religiösen Plan bei uns an dem Land, und sie also auch nicht wegzudenken. Stell dich mal vor, eine Sonnerie national, ein heimisch, wie ein muss ohne Militärmusik, das ging all Evenement, sie wird für uns Dynastie, sie wird sonst Evenementen bei uns an dem Land auf einen anderen Plan stellen. Und dann haben wir aber auch der Union Grand Adolf. Der Verband von sämtlichen Musikgesellschaften bei uns an dem Land mit zigtausenden Membern, sie als auch responsabel für die Stiftung von der UGDERS Musikschule, mit vielen Leuten, die hier angefangen haben und die dann Ende von ihrer Karriere an der Musikschule wie an Militärmusik gefunden. Und ich meine, dass auch dafür den Ulas, für das in Haut der Mitte auf diesem Punkt die Symbiose zwischen den zwei hat. Musikschule mit Militärmusik,
sie erstreichen hecht Kultur wir an dem Land tun an dafür Sommer den verantwortliche Fund der Musikschau dem Paul Schoner, dem Generaldirektor vielmals merci gedurcht van de bestört wie nas net bestört. Den Freitag ging net lang her, weil all Engagemente die da huet, da wäre nie do an der Mariage. Wir so aber auch merci der Militärmusik mit dem Jean-Claude Braun und ihrer Spitze Major finanzen sie dat wir kein Ugang sind. Et sind sie zu Summe mit 120 Kanner, die man sagen mat lieber 100 Leute aus der Choral an enger ganz frei Musiker aus der Show die sich zu Summe Martinen sitzen. Dass ihr Leute heute mitten zu 850 Schreibwert insgesamt, dass Vertreter von der Regierung hat unterstützt den Kulturstaatssekretär der sieht das eigentlich auch ein Encouragement für die gut erbig die Hai an den Westen. Ich will der Verantwortliche von den 11 Gemenge merci so. Der muss sich feststellen, dass sei aus den 11 Gemengen aus dem Westen der Mann wie 1702 Schüler. 1702 Schüler im Moment an der UGS Musikschule angeschrieben sind, das enorm, das viel mehr wie an den normalen Liste an der Stelle bei ein Drittel, gut nur gleich ein Drittel für sämtliche Musikschüler aus der UGS Musikschule durch. Das ist aber auch ein Encouragement für als Gemeinde Mermer. Ich habe nicht gesagt, dass man ein bisschen unter der Kritik seinerzeit diese Kulturzentrum als Zusatzelement von dem Schulkomplex sei abgerichtet und über 20 Millionen Euro wird das ganz rasch. Städte, das mal 6 Millionen subsidiert. Aber das Encouragement für das Fagott an Demokratie wird am Oktober, dass man dann das erweitern und dass man dann einen speziellen Raum, so wie zu Bachtingen gesehen, dass die Kulturschaffen den Emil Kreher auch einsetzt, den 8 Gariner sitzen, 4 dann als Musikshow durch ganz etablieren. Zum Schluss noch ein Kier, merci der Verantwortlichen von der Musikshow, als ein Kulturschaffenden George Decker als Responsablen von der Musikshow auf dem lokalen Plan. An ihr steht aber an die Herren ein flotte Konzert an Toi 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 für die nächste Präsentation, wo sie auftreten. Merci.
der Bühne vom Kinexbond. Da könnt ihr bei raus und in der Musikschule von der UGDA mit ihrem Direktor Paul Scholler unterstützt, Visionären und Idealisten sozusagen freie Laufkürz für Ideen mit Jungen umzusetzen. Und mit Major Jean-Claude Braun, einen flexiblen und disponiblen Dirigent von einer professionellen Mannschaft für Militärmusiker wird. Und ein Gemeng Mama an der Region einfach mal décidéiert, also ein wunderbares Kulturzentrum, ein Konzertsaal für die Kinexbund zu bauen und zur Verfügung zu stellen. Von der gezielten Talentförderung und Ausbildung am Gesang, Klang an den Musikschulen, auch speziell an der Region Westen, gemacht wird. Von 27 jungen Musiker, die einzigartig Gelegenheit kriegen, sich einfach mal an Orchesterreihen zwischen die uniformierten Kollegen, Musikprofen und Idolen sitzen zu können. Und nach vielen anderen wichtigen Elementen an höchst engagierte Leute zu summen, an Betonung leider zu summen, sind wir schlussendlich Haupt- und Durchstunde 2017 über 300 Sänger und Musiker im Einsatz für über 400 Leute, wohl 2 wohlgemerkt, einen absoluten Highlight an Ohrenschmaus zu bieten. Wahnsinn, aber bravo! Thank you.
an et geht weiter mat Gesang. Das gehört Kanner aus der Mama-Show, die als op ihren traditionelle Konzert am Mama-Schloss invitiert hatten. Zum Schluss gehen wir bei Kabarets oben op Holzen, in dem Kader vom Dach von der Frau von der Chancengleichheitskommission organisiert war. Das heißt, wir wollen aufmerksam werden auf die Auswirkungen von häuslicher Gewalt auf die Opfer, aber vor allem auch auf die Kinder, die eben die häusliche Gewalt miterleben und nachgucken müssen. Das Risiko, dass Jungen die häusliche Gewalt erleben an ihrer Kindheit, selber auch die Täter gehen als extrem hoch. Genauso wie das Risiko von Mädchen, die häusliche Gewalt am privaten Raum miterleben müssen, beobachten müssen, auch im Döno an die Opferspirale kommen als extrem hoch. Das sind belöten Zahlen. Jeder weiß, dass der Franz Baustadt just möchte, für uns die letzte Sue aus der Tasche zu ziehen. Wie blöd muss ihn dann also sein, für das Spiel da mitzumachen? Ja, du kriegst aber halt so den Eindruck, dass der Staat sich an der Hauptsache nicht unbedingt muss die Gescheit kümmern. Dafür, denke ich, für all die, die noch nicht so den Matt kriegen, Bleistift der Bicken raus am Matt schreiben, wenn es glifft.
Für alle Radar steht zweimal ein großes feiereckiges Schild. Da steht Radar drauf. Unter deinem Bild war der Fotoapparat symbolisiert. Radar. Das sind 3 verschiedene Buchstaben. An einer Welt ziemlich übersichtlicher Reihenfolge umgehört. Dann kann ich von jetzt nur längs oder von längs nur rechts lesen. Hanna, die meiste feiereckige Schild, könnt dann rund. Mit einem roten Runde, da steht ein Zahl dran, 70 zum Beispiel. Das ist die Vitesse, die erlaubt ist. Wenn die Vitesse im Schild ist, sage ich, dass wir bei einem Tacho oder die bei einem Tacho Männer wie im Schild sind, da gut, wenn nicht muss da bremsen. Also das ist dann so kompliziert. 3 Buchstaben, 2 Zahlen, das müsst ihr zu merken sind an die Kasse, das ist back to basics. Das war das Schulprogramm von der Madame Brasse 1999. Müsst ihr ja richtig etwas hängen geblieben. Das war im letzten Jahrhundert. Und da sind sie an der Chambre gewissene Gilles Roth, weil an der Geische Donner als Poemmichter bekannt. An ein gewisser Madame Adem oder Adam oder wie auch immer den Duo infernal vom parlamentarischen Blödsinn nicht so schuld, an einer Question parlamentär vom zuständigen Minister zu fordern, ob die Radaren nicht einfach ein bisschen mehr labber, ein wenig mehr tolerant, ob ihr den nicht könnt reequilibrieren. Das will ich nicht verstehen. Den Herr Roth ist ein Jurist, wenn ich gut informiert bin. Und die fordert allen erstes vom zuständigen Minister legal fixiert maximal Vitesse einfach mal so wenig wie Labber zu handeln. Mein Gott, 70, 74, was soll das? Nicht auch an der Nähe der Bayer, ich finde den Radar, wir sprangen direkt mal auf den Zug, weil ich immer schon gefragt habe, wer den in der Populismus versteht, dass da eine Möglichkeit davon hat. Freie Fahrt, weiterhin also dem freien Rindvieh. Der Dienststand beim Franz Bausch nicht zu verstehen, und das war die Sache, die Aktionen da auf dem Auto wurden mit denen aufgesetzten Luteportoren. Ich habe schon immer gemeint, dass wenn ich einen Lut ausmache, dann durchgeht es um ein Knäppchen zu bringen. Das war die Emission vom 1. April 2017. Ich soll euch merci für das Nugucken und bis in 2 Wochen.